Das heißt, dieser Blick darauf, nicht nur, ja, was heißt Hirte sein in dieser Gesellschaft. Das Vorbild Christi ist ja okay, aber ich muss ja trotzdem schauen, hat dieses Hirtenbild für unsere konkrete pastorale gesellschaftliche Situation auch noch eine Wertigkeit, wo kein Mensch Schaf sein möchte. Also das Hirten- und Schafe-Bild hat in einer Agrarkultur seinen Platz, ist aber für unsere Zeit sehr stark zu hinterfragen, weil es ganz stark die Individualbegleitung in den Blick nimmt. Und es wird hier von Leitung gesprochen, das wird aber nicht automatisch mit Seelsorge in Verbindung gebracht und auch nicht mit aktuellen ja, Leitungstheorien, sondern diese Leitung, die Fähigkeit, die Kompetenz hat man praktisch qua Weihe. Wenn man jetzt aber konkret anschaut, die Berufsprofile in den veränderten seelsorglichen Strukturen, dann wird es deutlich, die Priester sind nicht die einzigen, die leiten und nicht die einzigen, die Seelsorge machen. Ich hatte es ja schon genannt, praktisch alle Einzelbegleitungsaufgaben, ausgenommen Einzelbeichte, können alle Laien auch ausüben, wenn sie dazu beauftragt und befähigt sind. Geistliche Begleitung, Exerzitien, Seelsorge in Krisensituationen wird hauptsächlich von Laien gemacht. Selbe gilt eben auch für die Leitungsfragen in Pfarren und auch in anderen Organisationen. Also auch da ist die Leitung nicht primär etwas, was ich durch Weihe übertragen bekomme, sondern was eine entweder persönliche Kompetenz darstellt oder eine Fähigkeitskompetenz, die ich mir angeeignet habe. Damit stehen aber die Priester vor der Frage, na gut, wenn alle das machen können und dürfen, was ich mache, was macht dann der Priester oder was macht ihn spezifisch aus? Und da gibt es eine verstärkte, gerade auch durch die Pandemie noch einmal verstärkte Konzentration auf Sakramentenspendung und dann eben Leitung, Gemeindeleitung, wie auch immer die dann konkret ausschaut. Einige möchten dann den Priester wieder stärker Richtung sakrales Priestertum bringen, weil die Menschen ja ganz stark nach dem Mittler des Heiligen suchen würden. Interessanterweise warnt aber gerade die Ratio Fundamentalis für die Priesterausbildung ganz explizit davor, dass sich Priester als Funktionär des Heiligen fühlen, so auch in diesem Text drinnen. Interessant ist, dass gerade Papst Franziskus weniger diesen Heiligkeitsaspekt, den sakralen Aspekt, als vielmehr die Seelsorge ins Zentrum priesterlichen Handelns stellt. Er verlangt eine Öffnung und Weitung des priesterlichen Tuns und der Seelsorge hin zu anderen Menschen, zumeist unter dem Aspekt missionarisch abgehandelt. Papst Franziskus versteht priesterlichen Dienst in den neuen Strukturen als seelsorglichen Dienst und nicht als Verwaltung. Auch nicht, was auch im Kirchenrecht drinnen ist, Verwaltung der Heilsmittel der Kirche, der Sakramente. Auch nicht die Verwaltung im Sinne der Ökonomie, also Pfarrverwaltung. Seelsorge unter diesem Aspekt des Hinausgehens der Mission verlangt nach Papst Franziskus das bequeme pastorale Kriterium des "Es wurde immer so gemacht" aufzugeben. Wenn die Priester nun somit nicht nur vom Papst auf die missionarische Dimension ihres Tuns verwiesen werden, so müsste sich damit auch ihr Tätigkeitsbereich verändern. In den neuen Pastoralplanungen wird von den Priestern immer stärker Leitung, Leitung, Leitung eingefordert. Gemeindeleitung, aber noch viel stärker Teamleitung. Das heißt, ich merke in dem, wie sich unsere pastoralen Strukturen verändern, nichts von diesem Seelsorgsaspekt für die Priester, sondern Leitung, ohne dass sie diese Kompetenz automatisch mitbringen müssten oder als Charisma haben. Und damit glaube ich, dass das für die Personen der Priester, aber auch für die Teams ein massives Problem bedeutet. Was kann die spezifische Rolle der Priester in diesem Kontext von vielen Seelsorgerinnen und Seelsorgern dann aber sein? Zum einen könnte man sagen, die vollständige Indienstnahme der ganzen Person, also Seelsorger zu sein mit Leib und Seele, für den Gottes- und Menschendienst da zu sein. Vor allem aber, und damit kommen wir zu diesem Verhältnis gemeinsames und spezielles Priestertum, freigespielt zu sein
zur Unterstützung der anderen Dienste. Und das war das, was das Zweite Vatikanum eigentlich sagt. Es ist ein Dienstamt im Dienst des gemeinsamen Priestertums. Ja, 3 Minuten, das passt super. Wie dies im Konkreten dann aussehen kann, bleibt meines Erachtens erst zu entwickeln. Wichtig wird sein, Priester dürfen nicht mehr aus der Machtposition heraus Pfarrherren sein, sondern als Priester und Seelsorger im Seelsorgeteam agieren. Das ist eine veränderte Rolle, auf die Priester auch vorbereitet werden müssen, vom Seminar angefangen und in der Begleitung. Sie sind nicht die Richter über Gut und Böse, sondern sie sind Personen, die mit pastoraler Unterscheidung Menschen auf dem Weg des gelingenden Menschseins begleiten. Sie haben von ihrem Weiheauftrag her eine seelsorgliche Mission, sind aber nicht die einzigen Seelsorger und also unter den anderen Seelsorgerinnen, weil das eben der gemeinsame Auftrag ist. Abschließend 3 Sätze zu dem, was vor einem Jahr dann veröffentlicht worden ist von der Kleruskongregation im Juni 2020. Ein Dokument genau zu diesem Punkt. Dort geht es um die Leitung der Pfarrgemeinden und wieder wird ein klassisches, extrem klerikalistisches Bild vermittelt. Im Zentrum die Sorge, die Laien sollten nur nicht zu stark in priesterliche Rollen schlüpfen und die zentrale Rolle des Pfarrers als Leiter der umfassenden Seelsorge muss gesichert werden. Das kann nicht funktionieren. Also, wenn Priester Seelsorger sein sollen, können sie nicht die Leiter der umfassenden Seelsorge sein. Damit werden Priester völlig überfordert. Welche Priester können in diesen großen Strukturen mit mehreren Pfarrern, in Österreich zum Teil mit 10.000 Gläubigen in solchen Einheiten, wie können die Sorge, also die umfassende Seelsorge gewährleisten und gleichzeitig Geistliche bleiben? Da sehe ich sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Meine Hoffnung ist, dass das, was jetzt geschieht, die neuen synodalen Initiativen des Papstes und weltkirchlich, diese letztendlich nicht den Priestern dienenden, sondern die Priester massiv beschädigenden Tendenzen auch wieder zurückzudrängen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Profesor Pok je v svojem predavanju, razmišljanju izpostavil vprašanje, da se duhovniki sprašujejo o svoji identiteti že od začetka, zlasti skozi celo zgodovino. Najprej so bili videni kot posredniki med Bogom in človekom, potem kot dobri pastirji in sedaj po drugem Vatikanskem koncilu, ko se dokumenti ukvarjajo z božjim ljudstvom pa službo škofov, se zelo malo ukvarjajo z neposredno vprašanjem, kdo je duhovnik kot tak, ker izhajajo iz krstnega duhovništva in predvidevajo, da v tem krstnem duhovništvu se vidi tudi že element službenega duhovništva. Potem govori o Seelsorger, v slovenščini to prevajamo skrbnik za duše, dušni skrbnik. Se pravi, to so moški v dokumentih, kar pa ne odseva resničnosti, zlasti v nemškem svetu, kjer imajo laiki, moški in ženske svoje vloge kot dušni skrbniki, kot so tisti, ki delajo v bolnicah ali v šolah in tako naprej. Skrbijo tudi danes v drugih državah, kot vodijo skupnost, oziroma duhovniki vodijo skupnost, delijo sakramente. Dušni skrbniki so pa lahko tudi drugi ljudje, ker vodijo duhovne vaje, imajo razne duhovna spremljanja in tako naprej. Dušni skrbnik v ožjem smislu je dejansko duhovnik takrat, kadar je spovednik. V novih usmeritvah, novih dokumentih, Horatio Fundamentalis, manjka prav to, odgovarjanje na vprašanja današnje družbe, kjer se vidi, da vodstvo ni samo skrb za duše, ampak so vprašljive tudi vodstvene kompetence posameznih, duhovnikov kot takih, sploh kandidatov v bogoslovju, kjer se ne sprašujemo o tem, ali so sposobni izvajati neko vodstveno službo skupine, ampak se ukvarjajo bolj s svojim vsebinskim naravnanostjo. Zato se vprašujemo, kaj zares označuje duhovnikovo delo. Ali je to podeljevanje sakramentov, se pravi sveta služba, in so duhovniki skrbniki za svetost, kar papež Frančišek vedno znova poudarja, ali
in da duhovnik gotovo ni upravljalec financ oziroma drugih ureditev na župniji. To lahko počne kdorkoli, ne glede ali je posvečen ali ne. Se pravi, da iščemo v tem pogled na to, da duhovnik ne nastopa danes več kot tisti, ki ima edino moč ali je sodnik, razsodnik, ampak je duhovnik tisti, ki se uči po svojem poslanstvu razločevati in skrb za duše svojih vernikov, narekovaju. Tako da tudi sedanji dokumenti so pod velikim vprašanjem glede na to, da še vedno poudarjajo duhovnika kot klerika, kot tistega, ki zna vse. Hvala.